Stufbuchaufnahme und auch beim Jungzüchterwettbewerb das Schlimmste ist, wenn man nicht zur Ruhe kommt. Ja? Also wenn man da die ganze Zeit dann rumzuppelt und zieht und einfach das Pferd, dann sollte man lieber in Kauf nehmen, dass es ein bisschen schräg steht, als wenn man da stundenlang einfach dran rumzieht. So, jetzt könntest du so stehen, lass es so stehen. So. Und es wird natürlich immer nach vorne korrigiert, deswegen immer rechtzeitig durchparieren. Ist er jetzt nämlich, dass er im Schritt halbes Dreieck geht, hier steht die Kommission und er geht einfach ganz lässig, schön gerade. Die Peitschenführerin passt einfach auf, dass das Pferd durchgehend fleißig im Schritt ist. Jetzt hat die Peitschenführerin natürlich so ein bisschen Problem, wo sie einfach das Pferd jetzt auch noch nicht so gut kennt. Und sie weiß jetzt auch nicht, bei manchen Fällen kann man jetzt wieder nach vorne ausgleichen. So, sie rennt jetzt ein bisschen. So, jetzt war das Pferd schön gerade. So, und jetzt muss er erst das Pferd natürlich gerade stellen. Also noch bleibt er im Schritt, die Peitschenführerin hat noch ein bisschen Zeit rumzuziehen. Jetzt kann er antraben, ganz lässig und locker. Jetzt hat die Peitschenführerin ein bisschen Druck machen müssen. Also Peitschenführer sein ist echt sehr schwer. So, jetzt muss die arme Peitschenführerin natürlich rennen, darf aber auch nicht das Pferd zu sehr erschrecken. So, jetzt wird er durchparieren und das Pferd umdrehen, muss er schön ausholen, dass er auch wieder gerade kommt. So, jetzt sehen wir natürlich, jetzt hat er zu spät angefangen, das Pferd durchzuparieren. Wenn er jetzt nach vorne noch ausgleichen würde, genau, dann wären wir da. Also, so, der Führer guckt nicht das Pferd an, der Peitschenführer macht alles. Jetzt geht sie aber schon noch fleißiger. Sehen Sie das? Sehen Sie den Unterschied? Jetzt geht die Stute natürlich noch optimaler. Einfach nur, die macht gar nicht viel da hinten. Sie ist einfach nur hinten dran. Und was wichtig ist, der Führer muss nicht ziehen oder so, der muss nicht steuern. Also der Motor muss immer der Peitschenführer sein.